einem Perso, Führerschein, Organspendeausweis, falls man stirbt, ist ja dann auch direkt tiefgefroren. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es geht wieder um den Camper, den ich 9 Nächte gemietet hatte. Und ich zeige euch heute einfach einmal, was ich dabei hatte an technischer Ausstattung, aber auch an Klamotten oder was ich zum Schlafen benutzt habe. Erstmal die Technik. Die Sony ZV-E10, mit der nehme ich jetzt natürlich gerade auf, deswegen seht ihr die nicht. Einmal ND-Filter, falls es zu hell wird. Ein Kameragurt und dann alle möglichen Akkus und Speicherkarten hier drin, Reinigungstücher habe ich hier in so einer gepolsterten Tasche. Das zur Kamera. Meine zweite Kamera ist die DJI Mini 4 Pro in der Flymore Combo mit dem RC2 Controller und den 3 extra Akkus. Sehr, sehr gute Drohne. Habe ich jetzt auch bei der Tour dabei gehabt und zum ersten Mal so richtig ausprobiert. Gefällt mir bisher sehr gut. In dem Beutel hier, das ist einfach so ein Standard Dryback, habe ich meinen ganzen anderen Technikkram. Für den Hinweg im Zug hatte ich meine Nintendo Switch OLED dabei. Hier sind noch Controller dazu. Eine große Powerbank, ein Ladebrick, den habe ich tatsächlich gar nicht benutzt, weil ich direkt die USB-Ports in dem Auto an sich benutzt habe, ohne diesen Zwischenadapter. Den hatte ich auch noch dabei, nur USB-C, auch kaum benutzt. Die beiden Dinger also bisher relativ unnötig. Dann habe ich hier in der Tüte einige Kabel. USB-A auf USB-C, das ist das Ladekabel für meine Armbanduhr. Micro-USB auf USB-A, zweimal, nochmal USB-C, nochmal USB-C und nochmal USB-C, sodass ich dann im besten Fall alle Geräte gleichzeitig an Strom stecke, 2 Stunden warte, alles wieder abziehe und dann ist alles fertig. Deswegen habe ich direkt ein paar mehr Kabel eingepackt. Das gehört noch zum Kamera-Equipment. Das ist einfach so ein kleiner Puster, mit dem man Staub wegpustet. Das mache ich mal direkt in die Kameratasche. Eine kleine Bluetooth-Box, eine Kopflampe, sehr praktisch. Schön klein, nicht wirklich schwer auf dem Kopf. Die habe ich eigentlich jeden Abend benutzt, um einfach so ein bisschen was zu sehen. Dann habe ich so ein kleines Warnlicht. Das habe ich an einem Abend, da musste ich im Auto schlafen an einem Ortsausgang. Das war der einzige Parkplatz, den ich an dem Abend noch gefunden habe. Nur um sicher zu gehen, habe ich das einfach auf die Rückseite gehangen und habe das einfach die ganze Nacht rot leuchten lassen. In-Ear-Kopfhörer. Habe ich genutzt, um immer mal Musik oder Podcasts zu hören, wenn ich einkaufen war oder in der Stadt unterwegs war. Eine externe Festplatte, mit der wollte ich dann das Videomaterial sichern. Ich hatte 4 Speicherkarten mit jeweils 256 GB dabei, 2 für die Kamera und 2 für die Drohne. Die haben vollkommen gereicht. Also ich habe ungefähr die Hälfte voll gemacht, also so 500 GB an Material, aber auch nur, weil ich in 4K aufnehme. Man braucht eigentlich nicht so super viel. Ich hatte jetzt halt 1 Terabyte dabei und 1 Terabyte zur Sicherheit, falls ich ein Backup machen will. Das kleine Stativ hier habe ich nicht gebraucht. Auch für die Kamera habe ich von Sony direkt so einen Griff mit einem Bedienteil. Da kann man also Videos starten, Fotos machen, den Zoom verändern, den Fokus einstellen. Er hat dann hier noch so eine programmierbare C1-Taste. Da habe ich mir den Kopf von dem kleinen SmallRig Stativ drauf gemacht. Und da ist einfach hier diese Schnellverschlussplatte. Ist einfach im Prinzip so ein Stick, womit man sich dann selber in der Selfie-Position filmen kann. Gleichzeitig hat das Ding hier auch 2 Beinchen, die man ausfahren kann. Und so kann man das Ganze auch als Mini-Stativ nutzen, wodurch dann dieses Stativ relativ unnötig wird. Weil dann würde ich eher das hier nehmen, geht schnell. Wenn ich das zusammenklappe, kann ich mich selber wieder filmen. Und wenn ich es ausklappe, kann ich es mal eben auf den Tisch stellen oder so. Noch so ein kleines Teil für die Kamera. Das ist nur ein ganz normales Stativgewinde. Auf der anderen Seite, ist übrigens auch von SmallRig, kann man das Ganze aufschrauben, irgendwo reinklemmen, an einen stabilen Ast oder an irgendwas im Auto. Habe ich diesmal nicht benutzt, habe ich aber bei anderen Touren schon benutzt, würde ich jedes Mal wieder mitnehmen. Kabelbinder und einmal Klettverschluss. Kann man immer mal gebrauchen, um irgendwas irgendwo festzumachen. Ist perfekt. Rückblickend kann ich sagen, habe ich eigentlich fast alles benutzt. Von daher war das der Technikpart. Beim Thema Klamotten heißt es bei mir eigentlich immer weniger ist mehr. Und mehr habe ich eh immer dabei, deswegen habe ich meistens zu viel dabei.
oder irgendwie so. Aber ich bin nicht mit dem Fahrrad unterwegs, ich bin nicht beim Wandern oder so, wo ich alles selber schleppen muss, sondern das Auto hat den ganzen Kram für mich geschleppt. Deshalb hier einmal meine Klamotten, die ich dabei hatte. 3 Kurzarm-T-Shirts, ich glaube, davon habe ich nur 2 getragen und auch nur, weil ich sie verbrauchen wollte, nicht weil ich es unbedingt brauchte. 2 Langarm-Shirts. Ansonsten hatte ich noch eine schwarze Jogginghose dabei. Die habe ich jetzt gerade nicht hier, die ist schon in der Wäsche. Einmal so eine Standard-Trekkinghose, relativ dünn. Die war mir zu kalt, habe ich nicht benutzt. Eine ziemlich dicke Hose, die man auch im Schnee tragen kann. Dazu mit so einer dicken Hose dann in Kombination die Wanderschuhe. Gerade bei viel Schnee hat mir das auf jeden Fall geholfen, noch voranzukommen und morgens das Auto frei zu schippen. Zum Fahren habe ich dann meistens so ein bisschen niedrigere Trekkingschuhe genommen, auch mit ein bisschen Profil, aber halt nicht ganz so klobig, damit man beim Autofahren halt ein bisschen was Leichteres anhat. Unterwäsche, da sieht man jetzt auch nur ein bisschen was, das was ich nicht getragen habe. Viel zu viele Socken, aber naja, gut, wenn wir schon bei Schuhen und Socken sind, Schlappen, um im Camper einfach rumzulaufen. Wenn die Standheizung läuft, ist es ja warm genug an Füßen. Schlappen, einfach super. Ja, warum auch immer. Sonnenhut habe ich jetzt nicht gebraucht, war unnötig. Einmal etwas dünnere Handschuhe, mit denen man auch fahren kann. Und einmal etwas dickere Handschuhe, das sind jeweils Fahrradhandschuhe, weil ich keine anderen hatte. Ein Schal, einen Schlauchschal habe ich an, eine dicke Mütze. Hier ist die etwas dünnere Mütze, die ist so ganz dünn, die trägt man eigentlich unterm Fahrradhelm. Die habe ich dann manchmal nachts getragen, weil die nicht so gestört hat. Die hier ist wirklich auch für tagsüber, wenn man mal im Schnee unterwegs ist. Also eine flauschige Jacke, aber ohne Kapuze. Dafür habe ich dann diese Jacke, das ist eine Daunenjacke, kann ich euch auch unten verlinken, die ist von der Preis-Leistung ganz gut. Ansonsten hatte ich auch immer eine von Decathlon, die auch relativ günstig war, ich glaube unter 100 Euro. Die hat jetzt glaube ich so 110 gekostet, also auch noch total im Rahmen, aber etwas dicker. Also ich habe jetzt hier nur ein T-Shirt drunter und wir haben minus 6 Grad. Ich hatte noch eine Badehose dabei, weil ich zwischendurch in ein öffentliches Schwimmbad gegangen bin. Ja, da geht es eigentlich auch schon weiter. Mit einem Mikrofaserhandtuch, trocknet auch schnell und ist super leicht. Habe ich zum Duschen benutzt. Das war es dann vom Klamottenpart. Wir gehen dann über zu Schlafausrüstung. Da hole ich hier einmal den großen Beutel her. Der ist natürlich nicht immer so groß. Hier ist jetzt mein Schlafsack und mein Kopfkissen. Sorry. Hier ist jetzt mein Schlafsack, Kopfkissen drin und das ist einfach nur zur Aufbewahrung eigentlich gedacht. Aber in dem Auto hier habe ich eh genug Platz. Passt doch super. Außerdem kann ich mir das ganz einfach in den Rücken legen und die Daune aus dem Schlafsack isoliert einfach noch so ein bisschen am Rücken. Dann sitzt man nicht auf diesem kalten Kunstleder. Das ist der Schlafsack von Cumulus, polnische Firma, soweit ich weiß. Ein super Schlafsack bis Minusgrade, keine Ahnung, minus 10 oder so. Kann ich euch gerne verlinken, wie der heißt und hier nochmal hinschreiben. Günstiges Decathlon Kopfkissen, dann mein Kopfkissen von zu Hause hatte ich dabei und ein Inlet für den Schlafsack habe ich eigentlich nur 1-2 Mal benutzt. Da habe ich mich direkt auf die Isomatte gelegt von Decathlon. Ja, das zum Schlafen, das war mein Schlafsack, Kopfkissen, Matten-Setup. Dann noch einmal zu den Sachen, die ich nicht selber mitgebracht habe, sondern die schon im Camper waren. Die Gasflasche war schon drin und war voll. Die hat mir bis zum Ende gereicht, gar kein Problem. Man hat hier halt einen Gasherd und so weiter, aber da kann ich im Detail dann nochmal eine Roomtour machen, wie das Ganze hier aussieht. Auch dabei war, was ich ziemlich cool fand, man sieht es hier zum Beispiel, ein Kochtopf mit so einem ausklappbaren Henkel. Ich habe noch eine Pfanne dabei gehabt, zusätzlich, die aber auch schon mit in dem Camper mit dabei war. Die habe ich auch einmal benutzt, ein bisschen Gemüse und so angedünstet, war auch sehr lecker. Ja, ich hole mal gerade die Kiste. Alter Vater, da haben wir das gute Stück von Road Surfer direkt. Hier sind noch andere Töpfe drin. Was ist das? Eine Einkaufstasche oder so? Eine Salatschüssel, eine Abwaschschüssel, Gläser, Tassen, Besteck in allen Formen und Größen, eine Kelle, einen Pfannenwender, ein Schneidebrett, generell Messer zum Schneiden und was habe ich noch vergessen? French Press für Kaffee. Sie ist noch nicht abgewaschen, deswegen ist die noch hier unten. Wir gehen dann über zu Krams. Alles, was man nicht so richtig einkategorisieren kann. Das hier ist eine Trinkblase. Ihr kennt das vielleicht noch aus meinem Fahrradvideo. Da war das super, weil man halt unterwegs einfach ohne abzusteigen schnell mal was trinken kann. Müllbeutel, bisschen Panzertape braucht man immer mal, um Müll zu sammeln und um Sachen zu tapen. Hier in einem anderen Dryback habe ich auch noch so ein bisschen Krimskrams.
eine Schaufel, falls man mal auf Toilette muss und irgendwie wirklich gar keine Möglichkeit hat, irgendwo auf eine öffentliche Toilette zu gehen, muss man es halt vergraben. Und zusätzliches Handtuch, ein Küchenhandtuch drin und ein Erste-Hilfe-Set. Ich habe ich natürlich auch nicht gebraucht, zum Glück. Sonst hättet ihr das auch in dem Hauptvideo, in dem Vlog zu der Campertour an sich natürlich gesehen. Hätte ich mich da großartig verletzt. Ein Regenschirm, ein paar Sachen, die ich auch schon auf den letzten Touren benutzt habe für die Küche. Ich hatte auch einen kleinen Gaskocher dabei. Habe ich jetzt nicht gebraucht, war einfach eine Backup-Lösung, die ich gerne habe, weil ich damit sowieso gerne koche und auch auf meinen Fahrradtouren immer gute Mahlzeiten hinbekommen habe. Ein größeres Messer, ein kleineres Messer, auch Feuerzeug drin, ein Schwamm zum Abwaschen und ein bisschen Zewa-Rolle. Natürlich noch ein bisschen Bargeld, generell Portemonnaie, Versicherungskarte, Handy habe ich jetzt gar nicht gesagt, aber ist, denke ich, klar zur Navigation und zum Musikhören habe ich immer das Handy genutzt. Ein Perso, Führerschein, Organspendeausweis, falls man stirbt, ne, ist ganz klar, dass die wenigstens die Organe nehmen können. Ist ja dann auch direkt tiefgefroren. Das ist ja irgendwo auch praktisch, so eine Leber oder was braucht man? Ja doch, Leber ist doch gut. So eine Lunge, ich habe auch nicht geraucht, also kann man eigentlich direkt nehmen. In den Alpen eingefroren, tiefgefroren, direkt und rein da, ab dafür. Ja, also Organspendeausweis, merkt euch das, wichtig, immer mitnehmen. Ja, das waren so die wichtigsten Sachen, die ich dabei hatte. Ich denke, ich habe ein bisschen zu viel gepackt. Ich wollte es jetzt aber natürlich für meine erste Tour relativ komfortabel haben. Das ist mir gelungen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte alles dabei, was ich brauchte, auch zu den kalten Temperaturen. Das hat alles sehr gut funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr noch mitgenommen hättet oder ob ihr irgendwas anders gemacht hättet. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Wenn ihr außerdem noch eine Roomtour von dem ganzen Marco Polo sehen wollt, dann schaut gerne dieses verlinkte Video an. Ansonsten kommt ihr hier zu meinem Kanal und unten zum Gesamtvideo, wo ich die Reise von vorne bis hinten einmal mitgefilmt habe. Danke, dass ihr euch das Ganze bis zum Ende angeschaut habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.